Und weiter geht's mit dem Abstecher nach Alpha Saphir. Yes, Leute. Wieder mal 2 Parts hiervon, ihr seht schon. Ich habe hier auch das Hintergrundbild ein bisschen aktualisiert. Sprich, rechts oben halt wieder mal gewohnt hier Proto-Kyogre mit Team Aqua. Und unten unser Team, was ich hier bei Alpha Saphir bis vor der Liga noch hatte. Das andere wird ein bisschen bekannt vorkommen. Vorher fragt sich, ob ich überhaupt 3 Starter habe. Wie das sein kann. Givaldro war hier als Gegau mein Hauptstarter. Das ist eigentlich ein Star-Pokémon, das ist auch hier im Level her. Und Sumpex als Hydropi habe ich vorhin bereits, als Alpha Saphir zum ersten Mal gezockt habe, auf Omega-Rubin rüber getauscht und wieder zurück, nachdem ich halt hier neu gestartet habe. Und dieses Logok hier ist etwas ganz Besonderes, es stellt nämlich aus XY und hat Temposchub drauf. Ganz krasse, ja, das XY, sprich man konnte damals bei XY, nachdem diese Spiele halt frisch erschienen sind, bis glaube ich sogar Anfang... Ich überlege gerade. Ich glaube, bis irgendwie auch Februar 2014 herum kann es irgendwie runterladen. Ja, haben wir so damals gemacht, aber nie gebraucht und so. Und jetzt endlich kam es mal richtig geil zum Einsatz. Hier, Sumpex hat so ein bisschen beschissenes Level sage ich schon, Wesen eher. Metergroß hier ist ähnlich, also halt das Shiny, das wir von Troy bekommen haben. Hier ein Voltenso mit Kraftreserve Pflanze, ganz geil. Und Givaldro hat so was Wesen und bedankt auch ein bisschen die Hinterhand, aber naja, immerhin noch coole Attacken drauf und dazu mir einfach halt jetzt aktuell halt noch für die ganzen VMs. Soweit so gut. Wenn wir sagen, gehen wir direkt mal los, wa? Mit Maike, die ich hier gewählt habe und ja, man sieht schon, hier ist ein bisschen anders. Hier ist Adrian, der große Spielverderber und Mark versucht ihn aufzuhalten, im Hintergrund Kyogre. Wie winzig das Teil hier einfach ist, wa? Du Mieser. Bei dir bleibt ja echt die Spucke weg, wa? Wenn da gerne mit den grünen Klee loben, Kindchen. Was, grünen Klee? Was sagt denn der da? Ja, mach's dir ein bisschen schneller, Leute. Ganz ehrlich, ihr kennt das ganze Gequatsche schon. Klar, Adrian hat ein bisschen andere Texte, aber im Grunde genommen sind es halt doch die gleichen. Von dem her. Kyogre! Yo, Mann. Wie gesagt, ziemlich winzig, könnte man sagen, Baby-Kyogre. Schau genau hin, sie sind aber wunderschön. So, ja, im Azurblauen Meer geschlummert. Dann wüsste ich, wie lange ich diesen Augenblick herbeigesehen habe. Dann ist natürlich alles. Ja, die Welt ist schlecht und so, beziehungsweise die Menschen schlecht. Die Welt wurde verhunzt und so, muss wieder zurücksetzen, Ursprungszustand. Bla 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 bla. Du musst unbedingt loswerden, Kleiner. Du bist halt die Einzige, die Mega-Entwicklung auslösen kann, ey. Ja, er hat den Mega-Anker, wohlgemerkt. Und trotzdem für uns kein Problem. Team Aquaboss Adrian möchte fighten. Und er wird wiederum 4 Pokémon. Ein Magnaien ist für uns ja kein Problem. Los, Logok, du schaffst das schon, Kumpel. Ich will nochmal sagen, ja, weg mal ein Turmkick, war. Bei Unlicht, da haut er richtig schön rein. Das ist doch einfach nur geil, Mann. Und. Ja, gutes Level-Up hier, schön. Temposchub! Ja, die Fähigkeit, die das Mega-Entwicklung sowieso hat, aber hier auch schon ohne Mega-Form. Ist nur die Frage, man könnte hier theoretisch einen Mega-Stein weglassen. Aber jetzt erstmal kommt das Erdbeben. Ja, reicht, das Lamak hatte ziemlich viel Defense, doch, es reicht locker. La 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 la. Die Initiative, die steigt. X-Bade macht trotzdem weiter. Vielleicht jetzt schon die Mega-Entwicklung plus Feuerfeger? Ja, wieso nicht? Das wird richtig reinhauen und... Logok, it's Mega-Time! Logok geht hier zu... Mega-Logok. Das ist die Mega-Digitation. Booms! Was? Jetzt überlebt? Okay, aber egal. Wir sind sowieso schneller. Alter, wie schnell das dann einfach schon ist. Na komm, ist ein bisschen epischer. Man hat eh nur noch einen Kampf, von dem bringt es gar nichts mehr, aber ja.
Sieht doch zumindest noch nice aus. Level up für Logo. Ja, hier ist ein bisschen tiefer das Level. Kam auch erst gerade zum Team dazu. Aber noch relativ gut leveln, keine Sorge. Das ist ein getauschtes Pokémon, so Torhede und Licht, sondern sagen wir mal Turmkick, wa? Der Turmkick! Oh mein Gott, ein Mega Torheido. Erinnert mich ein bisschen an Laboom aus One Piece. Nein, unter dem, Alter, das macht immer so Schaden. Hier ja, hier hatte ich recht Schweine, dass er keinen Angriffsmove macht, weil er glaubt, da wäre Logo weg gewesen. Da hätte ich keine Chance gehabt. Also nochmal Turmkick, komm schon. Jo, er trifft, na, Gott sei Dank, ey. Torheido. Also eigentlich Torheido oder Torheido? Warum doch eher Torheido? Lalala. Und Mark sag ich schon. Adrian ist besiegt. Lalalala. Du hast verloren, gib auf. Hey, ja, es ist so verrückt. Genau das gleiche wie bei Omega Rubin, einfach dort halt mit Mark. Weißt du was, Mann? Das ist mir scheißegal. Ich werde Kyogre trotzdem erwecken und dich total platt machen. Los, Kyogre! Komm schon, wach auf, deine Schlafmütze. Ja, Adrian, das darfst du nicht. Oh, hier kommt jetzt Cordula ins Spiel. Es reicht, hör auf damit. Dann begreifst du nicht, dass die Welt von den Träumsrein gar nichts mit der zu tun hat, die Kyogre erschaffen wird. Cordula, ich dachte zumindest, du willst mich verstehen. Sieht aus, als könnte jetzt nur noch einem Leben wissen. Wie auch immer. Ja, ich hatte Protomorphose, schafft ein volles Entwicklungspotenzial aus. Das Potenzial, das du vor Urzeiten verloren hast. Oh oh. Die anderen beiden interessiert es gar nicht, nur uns. Oh mein Gott, der blaue Stein. Nein, Adrian, das darfst du nicht. Zu spät. Kyogre ist erwacht. Und was jetzt die Protomorphose? Oh oh. Ich hab das Gefühl, dass Kyogre ein bisschen sauer ist. Adrian, du alter Irrer, was hast du nur getan? Ja, endlich ist es geschafft, Mann! Ja, das war eine Glanzleistung. Endlich, wir haben es geschafft, die Protomorphose ist noch gar nicht abgeschlossen, ist so geil, Mann! Aber, was passiert hier? Tja, unsere Mitglieder melden sich, cool. Ja, was gibt's denn? Was hat begonnen? Es regnet? Ja, war zu erwarten, ja, natürlich auch meinen. Der große Regen, aber das in seinen Lauf erwartet. Was? Viel stärker als erwartet? Genau das gleiche wie auch bei Groudon und Omega Rubin. Sie haben einfach die Kräfte der legendären Pokémon komplett unterschätzt. Ich komme das einfach nicht. Was ist bloß los? Ja, eigentlich. Du hast die Kyogre ganz offensichtlich unterschätzt. Was soll das heißen? Ich sag, was das heißen soll. Um alles Leben aus dieser Welt auslöschen zu können, muss Kyogre zunächst alles Leben, Urstand zurückzuführen zu können, muss Kyogre erst alles Leben auf der Welt auslöschen. Die Idee, dass es kontrollieren könnte, war töricht. Ja, das schon befürchtet man. Ja, aber Schulzufassen haben wir das auch nicht. Wir müssen erstmal schleunigst Land gewinnen. Könnte mit dem Regen ein bisschen schwierig werden.
Was habe ich bloß getan? Ja, das ist eine gute Frage. Was für ein Sauwetter. Aber mal ganz ehrlich, so schlimm ist es gar nicht aus. Im Grunde genommen ja, ein paar Blitze hier und da und ein bisschen Regen. Ich meine, wäre es wirklich so schlimm, ist da bereits irgendwelche Überflutungen und so etwas gegeben? Nö, ist eigentlich ein ganz normales Regenwetter. Naja. Das ist die Krafturteil von Pokémon. Ja, sieht so aus. Hör mal zu, wir sind jetzt auf dem Weg nach Sinnoh. Du musst unbedingt folgen und ihn aufhalten. Ist das klar, Mann? Naja, was auch sonst. Keo regiert nach mehr Energie. Es braucht Naturenergie in den Höhlen von Xenoroville. Adrian, ich will, dass du mitsamt Team Aqua mitkommst. Mir einfach so Befehl erteilt. Ja, was soll er sonst tun, wa? Naja, bla 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 bla, wir haben Pflichten alles, wir müssen alles tun, wieder die Welt zu retten. Komm schon, Adrian, wir haben es verursacht und ja, tun wir es halt. Das Wachsen ist mir bewusst und das haben wir zutiefst leiden, so, aber eine Bitte an dich, hilf uns bei dieser größeren Bedrohung abzuwenden. Ich warte in Sinnoh-Will. Tschüss. Okay. Tja, oder was? Hä? Genau, es ist Schwoi. Wupp. Maike, bitte verzeih meine Verspätung. Es ist einfach grauenhaft. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ereignisse, die aus der Höhle der Granithülle sind, derart schrecklich sind. Oh, die ganze Welt wird im Meer versinken. Das kann doch einfach nicht sein. Im Mittelpunkt ist offenbar der Luftraum in Box Sinnoh-Will. Tja, was jetzt? Komm mir schon, lass dir was einfallen, Joy. Vielleicht mal einen Ursprungsort zurückgehen. Wenn wir Antworten finden, ganz sicher. Ja, sage ich ja. Lass mal bitte vorsichtig zu sein, ja? Wir sehen uns und tschüss. Okay, Tschüssikowski. Hui, wupp, und weg ist er. Tja, schön, er ist weg und was machen wir jetzt? Ah, Mann, hier sind Nachrichten aus Höhlen mit einer Sondermeldung. Mal gucken, so jetzt vom Himmel. Über Xenoroville urplötzlich sich ein gewaltiges Gewitter mit ungewöhnlich heftigen Niederschlag zusammengebraut. Wir hören nun direkt an den Ort des Geschehens zu unserem Berichterstatter. Berichterstatter, ich bin hier vor Ort in Xenoroville. Der Sturm ist unverstellt gewaltig und es ist kaum zum Aushalten. Der Sturm. Hallo? Hallo? Besteht Verbindung noch? Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, aber offenbar wurde die Schaltung zu unserem Berichterstatter vor Ort aufgrund technischer Probleme unterbrochen. Wir schauen jetzt zu der Werbung. Wir hören unserem Zuschauern bedauert, das Haus nicht zu verlassen. Die Lage ist äußerst gefährlich. Oh, ja, es ist willkommen bei Gesucht und Gefunden der Sendung. Als ob das nicht mal wichtig wäre. Gut, einmal mal sagen, los geht's, ab nach Xenoroville. Doch, Schutz ein bisschen, noch bitte gerne ein bisschen einsetzen. Die nächste Route. Und damit aus dem Weg gehen. Hat er keinen Bock drauf zu catchen. Route 126. Lalala. Und dieses einmal zu Tauch einsetzen. Okay. Tauchen, Mann. Dann wollen wir doch mal gucken, was uns hier gleich mal so Schönes erwarten wird. Xenoroville, Tauchenoberfläche zurückkehren, ja gerne. Und mal gucken, wie es in der weißen Stadt so aussieht. Ja, wird ziemlich gleich beschießen, wa? Oh Mann, oh Mann. Okay, und natürlich ist hier das Pokémon Center. Gut. Dann doch erstmal ganz frisch die Pokémon wieder fit machen. Okay, ich nehme das Pokémon hier kurz einen Moment in meinen Obhut. Ja, mach das. Lalala. Plupp. Ich bin einfach dein Geduld, Mann. Es ist in Ordnung. Komm wieder bald wieder. Tschüss. Ach, ja, wieder kommen wir.
Gerade. Eigentlich war ich nur Surfer. Das heißt, ich könnte theoretisch Azumarill wieder ablegen und unser 6 Pokémon mit ins Team nehmen. Wäre natürlich noch einfach für den Kampf gegen Kyogre. Ja, ich habe gerade das gleiche im Spiel gedacht. Und gehe deswegen wieder zurück und hole mir von der Box statt Azumarill wieder unser Letharking zurück. Bewegen bitte schön und... Was haben wir da? Eine Kampfbox, okay. Letharking kommt mit gegen Azumarill, zack. Und ja, der Rest passt schon ungefähr. Lalala, jetzt sind alle wieder mit im Team. Das ist doch schön. Tralala. Na gut, unser Team ist also mit Letharking natürlich auch einiges auf dem Kasten. Das sind nur Stufe 44. Aber hat der eine Power, ey, das ist kaum zum Aushalten. Und dummerweise hier so eine Fähigkeit, nur in zweiten Zug angreifen zu können, die ist natürlich ziemlich kacke. Und nach dem Move hier, Erholung, der, ja, die ursprüngliche Idee dahinter war, dass dann halt wieder 2 Züge vergehen würden und ich dann wieder angreifen könnte. Aber es ist leider nicht so. Sprich, wenn ihr Erholung einsetzt bei Letharking, das ist ja Erholung ein, muss ich durch 2 Runden warten, bis er da aufwachen kann. Oder halt aufwacht und dann muss er erstmal wieder eine Runde aussetzen in seiner besonderen Fähigkeit. Also, so wie ich es mir gedacht habe, klappt das gar nicht. Total kacke. Die haben deswegen auch hier Letharking direkt mal. Ja, Letharking ist natürlich sowieso doof. Oder halt wegen der Fähigkeit. Von wegen da kannst du nur in seinen Zug angreifen. Pech gehabt. Du musst halt echt so zocken, das Teil, dass du halt komplett offensiv bist und dann wirklich in der zweiten Runde halt aussetzen musst und ja, also wirklich halt darauf tendierst, dass du den Gegner mit einem Schlag total ausnockst. Mein Power hat der, die physische Angriffspower ist nicht das Problem, ist echt nur das Problem, dass, was mache ich jetzt hier mit Stein kann, der Gegner eben raus war, genau. Echt nur das einzige Problem bei Letharking, dass bloß in 2 Zug angreifen kann. Wobei natürlich, wenn du sowieso im ersten Zug angreifst, das Gegner schon viel platt machst, kannst du natürlich austauschen, oder? Das Problem ist halt da kein Tauschmove drauf, wie zum Beispiel mit Kehrtwende oder Voltwechsel. Das heißt, du verlierst halt trotzdem einen Zug, wobei natürlich ein Normal-Pokémon, denkst du meistens, der Gegner greift mit Kampfattacke oder so etwas an. Kannst du dann irgendwie mal einen Pokémon einwechseln, wie zum Beispiel ein Geist-Typ, oder wenn du gerade ein Team hast, kannst du eigentlich auch ziemlich gut kommen. Aber gut, so mal dazu. Geht's dann mal weiter mit der eigentlichen Hauptstory. Ach, kommt doch mal hier rüber. Ich hab da einen Kumpel, der will noch etwas sagen. Ja, kennen natürlich alle. Der gute alte Vassili, der hiesige Arenaleiter. Servus, Mann. Naja, passt schon. Wie der aussieht, ey. Da benausen mich auch, während der Urzeithöhle. Schön für dich. Deshalb weiß ich auch, dass dieser Regen durch eine Kraft verursacht wird, der in Ursprung in der Urzeithöhle liegt. Und was hilft uns das jetzt? Das ist doch der rote Edelstein. Hat er mir gerade durch die Klamotten durchgekut oder wie? Ich verstehe, bitte folgt mir. Okay. Joy, alles klar. Manche Pokémon brauchen Wasser zum Leben, das ist leider so. Dieser Regen bereitet uns nur Kummer. Ja, wie ich schon im letzten Part, vorletzten Mal natürlich gesagt habe, bei Omega Rubin ist natürlich alles schön und gut, aber zu viel des Guten eben ist nie gut. Ja, ich weiß, es klingt doof, aber es ist so. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, deswegen sind wir hier. Mensch, Alter. Komm doch endlich mal in die Gänge. Alter, Alter. Hey Friends, wir sind hier. Ja, und jetzt? Team Aqua und Team Magma. Habt ihr bereits erwartet? Okay, Adrian, dann gebe ich dem Rotzlöffel jetzt mal dieses Ding, das wir entwickelt haben, war? Geh klar. Also, hörst du das Kleine? Wir haben etwas für dich entwickelt und so und wird dir Gesicht gefallen. Ja, also, kann man das noch sagen, war? Wie gesagt, die Texte sind eigentlich mehr oder weniger gleich, ist einfach so halt, dass
Team Magma eher ein bisschen die höflichere Redensart haben und Team Aqua halt eher direkt auf den Punkt kommen. Das Magic Pokémon nämlich in der Höhentiefe, den tiefsten Punkt der Höhenregion. Der sieht leider aus. Die Energie, die da fließt, ist so stark, man, wir können gar nicht berechnen. Es wird rechnen, wenn du das überhaupt überleben wirst, trotz Anzugs. Ja, ist kein Problem, sie trägt einen roten Hilfsstein bei sich, bla 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 bla. Ah, so ist alles. Okay, ich erinnere mich jetzt. Ja, ist gut. Bin ich mal zu Ende, Freunde. Wir wollen endlich Kyogre fangen, ganz genau. Die Energie, die hier die Urzelhöhle durchströmt, die ist nämlich identisch mit der von Kyogre und der rote Hilfsstein kann Kyogre schwächen, deswegen auch die Energie und so und das ist doch alles cool. Und wir jetzt trotzdem einen Anzug tragen müssen. Klar, sagt einfach so uns wissen, was der Anzug überhaupt aushält. Man kann es gar nicht wissen, ob der Anzug so viel aushält und erkennt das Ganze nicht. Trotzdem sagt er, ja, muss trotzdem tragen, Kleines. Gut, gehen wir. Unser Wohnen ist nicht erlaubt. Ja, wir sind natürlich. Die Bewohner gesehen, du willst, dürfen die Höhle nicht betreten. So ein Quatsch, ey. Dann auf all deine Fähigkeiten. Ne, wird schon gut gehen. Du möchtest leid, Kleine. Das ist eine Hilfe angewiesen. Ich bitte, rette die Welt. Bin ich um Kyogre. Null Problem, mache ich schon. Na, jetzt kommt er auch noch. Hey, Brix, na, wie geht's, Mann? Wir haben noch nicht genug gequasselt. Dass ich wieder Navi gesehen habe. Wo hat er mich wieder Navi gesehen? Naja. So, what? Die Magma und Team Aqua, was machen die denn hier? Ich muss das echt noch erklären, Brix. Nö, ich glaube, ich kapiere es gerade selber. Und dafür musst du mir versprechen, alles zu geben, Maike. Ist klar, okay. Alles klar, dafür den besten Freund ist auch da. Jo, das stimmt, Mann. Dafür gibt es ja Best Friends. So, genug davon, so kommt er ganz kurz noch runter. So viel Zeit darf noch sein in diesem Part, Freunde. Und dann, werden wir mal sagen, sind wir jetzt ziemlich am Ende. Das Team passt soweit. Logok, Sumpex, Metagross, Voltenser, Gewaldro und Littleking. So, zuletzt noch speichern und tschick. Yes, Mann, los geht's. Das wirkt nicht mehr, ja, gerne noch. Open the door, please. Aus welchem Grund dürfen die Bewohner von Xenroville ihre eigene Urzeithöhle nicht betreten? Das wird eigentlich nie richtig erklärt hier. Und vor allem natürlich die Fackeln, die hier stehen, die sind natürlich nicht irgendwie aus dem Boden gewachsen, sondern die müssen hier eigentlich von einem Menschen hier hingestellt worden sein, auch ab und zu mal nachgeschaut werden, weil die Teile gehen natürlich auch mit der Zeit mal aus. Also trotz allem muss doch irgendjemand mal ab und zu mal hier vorbeischauen. Theoretisch. Naja, wer weiß das schon. Die Items, die hier versteckt sind, natürlich die gleichen, wie es auch bei Omega Rubin sind. Da gibt es keinen großen Unterschied. Und auch die Urzeithöhle selbst ist eigentlich gleich, außer natürlich der Raum dann. Wo nachher Kyogre drin ist, der ist dann doch ein bisschen anders. Oh mein Gott, wie es schreit. Durch Kyogre werden dich besiegen, keine Sorge. Ja, besiegen werden wir es definitiv. Aber ich will sie eigentlich fangen. Komm runter, Mann! Ja, komm ja schon. Und jetzt so stürmisch, Kleines. Hier ist auch nix. Das B-Mann sind immer stärker, immer häufiger. Und da sind ja auch schon Freunde. Bei Kyogre, so wie es aussieht. Oh mein Gott, hey, wie soll das Ganze noch ausgehen hier? Mal speichern, bevor wir da uns Kyogre stellen. Immer gute Idee. Aber ich würde doch mal sagen, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, hier mal ein Part zu beenden und am nächsten Part nachzugucken, was denn hier mit Kyogre genau los ist, wie der ganze Cutscene aussieht. Und ob wir überhaupt in der Lage sein werden, es zu fangen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Alpha Saphir, einer Spezialepisode. Bis dahin, tschüss.